Der Hebräerbrief, der ist mir lange Zeit so ein bisschen suspekt gewesen. Ist mir irgendwie komisch vorgekommen. Ich weiss gar nicht warum. Es ist eben wahrscheinlich kein Paulusbrief und man weiss nicht, wer den verfasst hat. Und darum, vielleicht ist mir der Brief so ein bisschen verschlossen gewesen. Ich habe noch nie eine Predigtserie darüber gemacht. Was ich mal gemacht habe, ist eine Bibelstunde. Bibelstunden über den Hebräerbrief. Aber es gibt ein paar Tatsachen bezüglich dem Hebräerbrief, die lustig machen. Wir wissen ja, die Hauptperson vom Neuen Testament, von den Evangelien, ist Jesus Christus. Und auch im Hebräerbrief geht es ganz zentral um Jesus Christus. Der Inhalt vom Evangelium gipfelt in dieser Person Jesus Christus. Dann etwas Zweites, was mich noch mehr beeindruckt, ist, wie der Hebräerbriefschreiber aufzeigt, dass Jesus über allem steht, auch über dem Alten Testament. Der Hebräerbrief, der verbindet auf eine geniale Art und Weise das Alte Testament mit dem Neuen Testament. Ich habe das hier als Reissverschluss dargestellt und Jesus werde, wie wir werden sehen, die verbindende Mitte. Und ich bin überzeugt, wir werden im Verlauf von diesen Predigten die biblischen Zusammenhänge zwischen Altem und Neuem Testament besser verstehen. Und noch etwas. Bist du auch schon mal froh gewesen, wenn dich jemand aus einer prekären oder peinlichen Situation herausgerettet hat? Im Hebräerbrief wird Jesus Christus uns als Hohepriester vorgestellt, der zur Rechten Gottes uns vertreten, wie ein Anwalt. Und ein guter Anwalt ist Gold wert. Die Einteilung vom Hebräerbrief, die ich euch beim Eingang verteilt habe, hat mir geholfen, das Ganze ein bisschen geordnet zu sehen. Weil mir denkt, der Hebräerbriefschreiber, der redet da vom Josua, der redet vom Melchisedek, dann ist wieder von Jesus die Rede, von Mose. Ein wildes Durcheinander. Und die Einteilung hat mir gezeigt, nein, das ist nicht ein wildes Durcheinander. Das ist ein klarer Aufbau und der Hebräerbriefschreiber tut immer wieder bezeugen, Jesus Christus steht über all diesen genannten Personen. Das ist das Anliegen vom Hebräerbrief. Zuerst mal habe ich mich gefragt, Hebräer, wer sind Hebräer? Hebräisch ist ja die Bezeichnung von der Sprache von Israel, die schönen Schriftzeichen. Mir gefallen sie sehr. Der erstmalige Gebrauch von Hebräer finden wir in 1. Mose 14. Da ist der Lot entführt worden. Und da lesen wir, da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, der wohnte im Hain Mamres. Ein hebräischer Mann ist eine Bezeichnung für einen Israeli. Wer aber ist der Verfasser? Würden wir doch gern wissen. Er bleibt ungenannt. Und es ist schon viel darüber spekuliert worden, ob es eben doch der Paulus ist oder jemand anderes. Man geht davon aus, dass der Brief von einem Judenchrist ist geschrieben wurde. Es könnte eine Person sein, die dem Paulus nahegestanden ist. Vielleicht Timotheus, Apollos, Barnabas, Silas. Wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir akzeptieren, dass der Verfasser ungenannt ist. Hauptsache, habe ich mir gesagt, der Brief ist von Gott inspiriert und in die Bibel aufgenommen worden. Ein paar Worte zum Umfeld und warum dass der Brief wahrscheinlich ist verfasst wurde. Wir befinden uns im 1. Jahrhundert nach Christus. Das Christentum breitet sich rasch aus. Wir lesen meines Wissens zweimal in der Apostelgeschichte,
dass tausendenweise Menschen sind gläubig wurden. Und von dort her kann man darauf schließen, dass viele aus den Juden zum Christentum konvertiert haben. Und gleich mal, das wissen wir aus der Geschichte, schon im 1. Jahrhundert sind Christen verfolgt worden. Und die neu gläubig geworden sind, denen ihren Glauben, haben alle stark auf die Probe gestellt worden. Und gerade die aus den Juden haben allmählich geglaubt, sie hat mit ihrem Glauben an Jesus alles verloren. Das Priestertum, der Altardienst, der Tempel, die jüdischen Feste. Das, was sie in und durch Jesus Christus haben, das ist ihnen offenbar abhanden gekommen, die Sicht ist getrübt worden. Und sie haben sich gefragt, ernstlich gefragt, ist es richtig, dass wir vom Judentum zum Christentum gewechselt haben? Hätten wir das nicht gemacht, würden uns die Leiden jetzt erspart bleiben. Und ich finde, das ist doch eine herausfordernde Anfechtung und eine grosse Glaubensprobe. Und jetzt geht der Verfasser vom Hebräerbrief seelsorgerlich auf genau diese Nöte ein. Erstens malt er ihnen Jesus und sein Werk grossartig vor Augen. Und zweitens zeigt er ihnen, dass sie nicht alles verloren haben, sondern im Gegenteil alles gewonnen haben mit Jesus Christus. Er weist nach, dass der christliche Glaube seinen Ursprung im Judentum hat, aber dass er dem weit überlegen ist. Darum kommt immer wieder die Wendung grösser als. Das Judentum wartet auf den Messias Jesus und das Christentum lebt mit dem Messias Jesus. Das ist der grosse Unterschied. Und der Verfasser versteht es meisterhaft, das Neue Testament als Erfüllung vom Alten Testament zu präsentieren. Und es ist eine frohe Botschaft, die hier die Angefochtenen erreicht. Und aus diesem Grund ist der Hebräerbrief auch schon das 5. Evangelium genannt worden. Also nebst Matthäus, Markus, Lukas und Johannes noch der Hebräerbrief. Die 4 Evangelien reden vom Werk von Jesus Christus, das er während seiner Erdenzeit vollbracht hat. Und der Hebräerbrief redet vom Werk von Jesus, das er jetzt zur Rechten Gottes ausführt. Und jetzt lese ich uns aus Kapitel 1 die ersten 3 Verse. In alter Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Am Ende der Zeit sprach er jedoch durch seinen Sohn zu uns, den er als Erben des Alls eingesetzt hat. Durch ihn hat er all die Welten geschaffen. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und trägt alle seine Charakterzüge. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat uns von unserer Schuld befreit und sich zur Rechten Gottes gesetzt. Gott hat auf verschiedene Art und Weise geredet. Das erinnert mich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Es hat jemanden gegeben, dass die Mutter gerufen hat. Fritz, mach das, mach eins. Und der Fritz hat Durchzug in den Ohren. Wir haben einfach nicht gehört, wenn die Mutter gerufen hat. Und irgendwann hat die Mutter nicht mehr gerufen, sie hat geschwiegen. Und dann war uns Kindern nicht mehr wohl gewesen. Und dann sind wir zur Mutter und haben gesagt, Mutter, was ist, was sollen wir? Und irgendwann hat sie dann gesagt, ihr wollt nicht hören, jetzt sage ich nicht mehr. Oh, da sind wir gestraft gewesen. Oh, an das musste ich denken. Und auch das Schweigen Gottes, wenn wir davon lesen in der Bibel, ist das eigentlich immer als Gericht zu verstehen. Aber das Schöne ist, wir haben einen Gott, der geredet hat, der heute noch redet und der ja in Zukunft etwas zu sagen hat.
Das ist so, weil wir einen lebendigen Gott haben. Ein Gott, der Anteil nimmt an unserem Ergehen, der weiss, was nächste Woche auf uns zukommt. Und das ist tröstlich. Gott redet zu den Menschen, gibt ihnen Antwort auf ihre Fragen, auf ihr Suchen nach ihm. Durch den Prophet Amos sagt Gott, Gott, der Herr, tut kein Ding, er habe denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, enthüllt. Also der Vers versichert mir, dass Gott nicht willkürlich handelt. Er offenbart seine Pläne und Absichten bewusst und gezielt durch Propheten. Er teilt seine Geheimnisse mit denen, die er erwählt hat. Historisch gesehen waren Propheten Gottes Sprachrohr, wo Gott zum Volk geredet hat, wo er sie geleitet, gewarnt und ermutigt hat. Und es ist Gottes Absicht, anstatt dass wir im Dunkeln tappen, dass wir seine Nähe und Fürsorge erleben und so Vertrauen aufbauen können. Ich bin nicht der Meinung, dass Gottes schriftliches Wort Propheten erübrigt. Sonst würden wir nicht im Neuen Testament von der Gabe der Prophetie lesen. Die grosse Herausforderung sehe ich heute darin, die wahren Propheten von den Selbsternannten zu unterscheiden. Propheten sind immer dran zu messen, ob ihre Worte im Einklang mit dem Wort Gottes sind und auch, ob das, was sie sagen, wirklich auch eintrifft. 2 Beispiele. Während meiner Zeit in der Christiana zu Liestal, so gegen Ende zu, ist es schwierig geworden und da hat mal jemand eine Prophetie für mich. Und er hat mir gesagt, ich sehe dich, Fritz, in einem Bootli sitzen, in einer Fähre, wie sie die zu Basel gibt. Und du bist gehalten, du musst nicht Angst haben. Und das Bild hat mir geholfen. Ich habe gewusst, so eine Fähre an diesem Drahtseil, das ist eine sichere Sache. Was dann noch niemand gewusst hat, ist, dass ich tatsächlich über einen Rhein werde gehen, weil Schaffhausen liegt auf der anderen Seite vom Rhein. Und dass ich dort auch eine gute Zeit werde haben. Hat sich also besser erfüllt, als ich mir vorgestellt habe, das prophetische Wort. Das andere Beispiel, ich war kürzlich so ein bisschen am Surfen, habe halt auch mehr Zeit dazu und bin auf eine Prophetie gestoßen, so ist es genannt worden, wo es um Gran Montana gegangen ist. Und das hat mich natürlich interessiert. Und der hat sich dort so ein bisschen ausgelassen über die 40 Todesopfer und die Zahl 40 vorwärts und rückwärts deutet. Und was lese ich? 1-2 Tage später sind es leider 41 Todesopfer. Ich hatte schon dann ein komisches Gefühl gehabt und das Bauchgefühl hat sich offenbar doch bestätigt. Ja, es ist, glaube ich, hilfreich in jedem Fall, dass wir lernen, auf Gottes Stimme hören. Und das üben wir immer am Samstagmorgen, am ersten Samstag im Monat, hier gemeinsam in einer Gruppe ein, Gottes Stimme zu hören. Im Vers 2 lesen wir, am Ende der Zeit sprach Gott jedoch durch seinen Sohn zu uns, den er als Erben des Alls eingesetzt hat. Christus-Offenbarung ist die höchste und persönlichste Offenbarung Gottes. Das ist eine neue, eine Offenbarungsform, die es noch nie gegeben hat. Die beste Möglichkeit, einen Gedanken in die Welt zu setzen, ist, in den Gedanken in eine Person zu verpacken. Und genau das hat Gott gemacht. Jesus ist die entscheidende Offenbarung Gottes. Und Gott tut nicht noch etwas mehr über die Sendung von seinem Sohn raus, was zum Heil der Menschen dient. In Jesus ist die Fülle vom Heil, vom Angebot Gottes angebrochen. Und es ist dem Schreiber vom Hebräerbrief ganz wichtig zu betonen, dass Jesus so über dem Wort der Propheten steht.
Ich habe mal geschaut, wie das mit den Propheten im Islam ist. Dort ist Jesus ja einer unter den 5 grossen Propheten. Die 5 grossen Propheten im Islam sind der Noah, der Abraham, der Mose, Jesus und Mohammed. Und Jesus wäre im Islam also auf gleicher Ebene mit den anderen grossen Propheten. Das Neue Testament dagegen stellt die Einzigartigkeit von Jesus heraus. Und dazu muss man wissen, dass Propheten im Judentum eine enorme Bedeutung hatten. Das Alte Testament ist grob gesagt dreiteilt. In die Tora, also die 5 Bücher Mose, dann der grösste Umfang nehmen die Propheten ein und der 3. Teil sind dann noch die Schriften. Hier wird jetzt klargestellt, dass Jesus über dem bedeutenden Teil vom Alten Testament steht. Das wird begründet mit der Tatsache, dass Gott seinem Sohn alles übergeben hat. Jesus sei der Erbe von allem. Ich habe mal kurz ins Erdenleben von Jesus Christus geschaut. Er hat nicht so viel gehabt. Auf einmal ist er in eine ausgelegte Krippe gelegt worden. Dann auch später sagt er habe kein eigenes Bett, kein Jungschimmetteli. Am Palmsonntag ist er in der Stadt Jerusalem eingeritten auf einem Esel, der ausgelegt war. Das Kreuz, das er daran genagelt worden ist, hat der Römer gehört. Und das Grab, das er reingelegt worden ist, einem anderen, dem Josef von Arimathea. Und jetzt lesen wir, Gott hat seinen Sohn als Erbe vom All eingesetzt. Ja, was bedeutet das? Weil es so in der Bibel so als zur Kenntnisnahme angenommen, weil es so in der Bibel steht. Aber was bedeutet das für mich? Habe ich mir überlegt. Jesus ist also der rechtmäßige Erbe von allem. Der Herr Feuerbach, ein deutscher Philosoph vom 19. Jahrhundert, hat behauptet, der Tod ist der große Erbe aller Dinge. Denn aber, wenn das würde stimmen, dann ist alles, was wir erarbeitet haben, an materiellen Gütern und an immateriellen Werken, bedeutungslos. Würde ich meinen. Dann wäre alles sinn- und zwecklos. Wenn aber Jesus der Erbe von allem ist, dann macht alles Sinn. Und ich habe so überlegt, was hinterlässt man? Das Konto, ob jetzt Vermögen oder Schulden drauf sind, lasse ich mal offen. Wir hinterlassen Kleider, Schuhe, Werkzeuge, Bücher und so weiter. Vielleicht hinterlassen wir Kinder. Ganz sicher hinterlassen wir Einstellungen. Man wird über uns vielleicht schon am Grab sagen, sie hat ein Herz gehabt für. Ich bin mal gespannt. He? Wir werden Erinnerungen an Begegnungen und Gespräche hinterlassen und vieles, vieles anderes. Und das, was wir an Negativem zurücklassen, das hat Jesus bei einem Kind Gottes schon vergeben und auf die Seite geschafft, entsorgt. Und was wir an Positivem zurücklassen, erbt auch Jesus und das verherrlicht ihn. Was mit dem Materiellen geschieht, das überlasse ich auf einmal meinen Verwandten. Aber auch das gehört letzten Endes Jesus. Und er ist nicht der lachende Erbe, sondern der berechtigte Erbe, weil er von Gott als das eingesetzt worden ist. In der 2. Vershälfte lesen wir, durch ihn, also durch Jesus, hat Gott all die Welten geschaffen. Wir wissen es, wir haben es vielleicht schon gehört, Jesus ist bereits bei der Schöpfung von der Welt als Mitschöpfer anwesend gewesen. Er konnte sagen, bevor der Abraham war, hat es mich schon gegeben. Nach Aussage der Bibel ist der eine Gott, der aus 3 Personen besteht, ganz am Anfang schon schöpferisch tätig gewesen.
Am Anfang der Bibel heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und ein bisschen später sagen die göttlichen Personen zueinander, lasst uns Menschen machen. Also in der Mehrzahl wird da geredet. Die Schöpfung der Welt war Teamwork. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist investieren ihre ganze Liebe und Kreativität in die Schöpfung. Etwas Wunderbares. Und weil alles durch Jesus Christus geschaffen worden ist, hat auch alles in ihm Bestand. Und darum ist auch Jesus das Ziel von alledem. Ich glaube, ein Mensch kommt nur zur Ruhe, wenn er heimkommt. Dorthin, wo er wirklich daheim ist. In der Fremde ist und bleibt einem so vieles fremd. Und unser heutiges Problem ist, dass vielen Menschen die Fremde zur Heimat geworden ist. Sie haben sich von Gott losgelöst, gehen ihre eigenen Wege. Ab und zu spüren sie noch gewisse Sehnsucht nach ihrem Schöpfer. Aber doch wird die Sehnsucht oft vorschnell gestillt. Wenn wir Menschen zu Jesus rufen, dann rufen wir sie im Grunde genommen nicht zu einem Fremden. Wenn wir ihnen von ihm erzählen, drängen wir ihnen nicht eine fremde Gestalt auf. Wir rufen sie zu dem, was sie von der Schöpfung her bereits zu ihm gehören. Sie sind bestimmt für ihn. Im Prediger lesen wir, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Das sagt mir, sogar im ablehnendsten Mensch ist irgendwo eine Sehnsucht nach Gott angelegt, die schöpfungsgemäss ist. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und trägt alle seine Charakterzüge. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat uns von unserer Schuld befreit und sich zur Rechten Gottes gesetzt. Hier wird Jesus Christus als die alles dominierende Mitte dargestellt. Für Leute aus dem Judentum war so eine Aussage so ein bisschen herausfordernd gewesen, jedenfalls herausfordernder als für uns evangelikal prägte Christen, weil bei vielen von uns ist ja Jesus Christus die dominierende Person innerhalb der Dreieinigkeit. Jesus strahlt die Herrlichkeit Gottes aus und widerspiegelt den Charakter Gottes. Beide Ausdrücke, Ausstrahlung und Charakter, wollen die Wesensgleichheit vom Sohn mit dem Vater ausdrücken und bekräftigen. Und so ist es eigentlich nur logisch, dass Jesus im Evangelium sagt, ich und der Vater sind eins. Und jetzt kommt die grundlegende und die entscheidende Heilstat, die Vergebung der Sünden. Und ich möchte diese alte christliche Botschaft mit einem Beispiel von heute veranschaulichen. Jeder Mensch, du und ich, verursacht Abfall. Und je höher der Lebensstandard ist, desto mehr Abfall produzieren wir. Und der Abfall muss irgendwie und irgendwo entsorgt werden. Wer seinen Abfall nicht entsorgt, und das über Monate oder über Jahre, der kommt drinnen und zwar elendiglich. Ich habe schon manchmal, wenn ich unseren Abfallsack an die Strasse gestellt habe, Gott danket und gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich mit dem Mist, den ich gebaut habe, zu dir darf kommen. Dass ich den Abfall dir darf bringen, zu deinem Kreuz. Danke, dass du den Abfall entsorgst. Und zwar sogar gratis. Dir hat es viel gekostet, mir kostet es nichts. Ich darf bei dir ablegen
und ich werde den Abfall nie mehr ins Gesicht bekommen. Ist das nicht schön, wenn man so etwas beten kann? Die Schuldfrage, die ist wirklich gelöst durch Jesus Christus. Und es ist Sünde, wenn man so ein grosses Angebot, das Gott uns macht, in Jesus verachten. Im Bild vom Abfallsack gesprochen heisst es, dass Abfall anfällt, ist nicht einmal das Schlimmste. Natürlich sollen wir alle zusammen darum bemüht sein, möglichst wenig Abfall, möglichst wenig Sünde zu produzieren. Schlimm wird es aber dann, wenn ich den Abfall in meiner Wohnung lasse, anstatt zu entsorgen. Mit dem mache ich mich selber, meine Angehörigen, meine Wohnung, meine Umgebung kaputt. Und das Wesen der Sünde entspricht genau dem Abfall. Zuerst hat man den Eindruck, ja, das ist alles eigentlich sehr natürlich, das ist halt so. Dann aber wird es schlimmer. Der Abfall fängt mehr und mehr an zu stinken und verpestet die ganze Umgebung. Und das Problem haben wir im äußeren Leben ja sehr gut und super gelöst. Leider sind viele Menschen zu nachlässig, wenn es um das Innere geht, was da innerlich an Schmutz, an Abfall anfällt. Etwas habe ich noch nie erlebt und du hast es wahrscheinlich auch noch nie erlebt, dass es am Abfuhrtag bei dir eine Wohnungstür klingelt und einer von der Müllabfuhr davor steht und fragt, habt ihr noch Abfall zum Mitgeben? Ähnlich oder gleich ist es im Glauben. Jesus kommt nicht einfach automatisch entsorgen. Er verlangt von uns, dass wir mit unserem Abfall zu ihm kommen. Und dann nimmt er ihn problemlos sofort entgegen. Aber es ist da nicht ein Automatismus, sondern wir müssen mit unserer Schuld und wir dürfen mit unserer Schuld zu ihm kommen. Und er nimmt es an und er wird gemäss seinem Versprechen niemand abweisen. Zum Schluss noch ganz kurz das Sitzen von der Rechten Gottes, wo da angesprochen ist ein Ehrenplatz, der zugleich Vollmacht bedeutet. Jesus ist alles zu Füßen gelegt. Jede böse Macht, alle Menschen, das ganze Universum, alles, was wir uns ausdenken können. Nach seiner tiefsten Erniedrigung am Kreuz erfolgt die höchste Erhöhung zur Rechten Gottes. Und im Verlauf vom Hebräerbrief werden wir sehen, wie sich Jesus dort an diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes sonnet. Nein, tut sich dort nicht sonnen. Er tut sich dort für uns verwenden. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ich tue euch in Zukunft nicht für einen Freund meine Diener nennen, sondern meine Freunde. Und für einen Freund tut man doch gerne einstehen. Und wir dürfen seine Freundinnen und Freunde sein. Und das wollen wir jetzt besingen im Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus.